Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zum heutigen Panorama aus Bönigen. Wir haben folgende 2 Themen für euch parat. Die Unfallserie am Unterbachkreisel zwischen Meiringen und Brienz und der Wettbewerb von Arma-Suisse für die Munitionsbergung im Thuner- und Brienzersee. In letzter Zeit häufen sich die Unfälle am Unterbachkreisel. Die Anwohner und die Anwohnerinnen zwischen Brienz und Meiringen beobachten häufig, dass die Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs sind und fordern eine Temporeduktion. Der Kanton und die Polizei sehen es aber anders. Mein Kollege der Max Saladin war vor Ort. Die Arma-Suisse. Ja, jetzt sind wir seit dem 21. sind wir da. Und eigentlich seitdem ist bald alle Jahre 2-3 Unfälle. Bis jetzt haben wir gegen Schwein mit den Tieren, dass wir nicht dahinter gewedert haben. Ich habe das Gefühl, der Verkehr hat auf jeden Haufen zugenommen, wenn man mit den älteren Leuten redet. Oder? Und sie fahren einfach. Ja. Es ist eine Strecke, wo man halt schnell fährt. Ja, letzten Freitag ist um 5:30 ist der erste raus im Kreisel. Und dann in der Nacht um 5:30 ist der Regen gekommen. Es war gesperrt, ist auch rein raus, aber der über den Kreisel. Um 5:30 hat Schwein gehabt, der ist nebendurch gekommen, ohne dass er das Auto aufs Dach trägt, aber das hat jetzt doch bleiben sein, ja, auf dem Land. Das ist jetzt gerade ein Jahr her, ist einer vom Kreisel da in die Scheuche gefahren. Und da haben wir auch Kühe draussen gehabt, aber noch weiter hinten. Das war am Sonntagmorgen. Und da haben wir zum Glück da Leute rum, die es gesehen haben. Am Freitag hat es mir schon gleich ein Zeichen gegeben, 2 nacheinander. Und ich dachte, ja, zum Glück sind jetzt die Kühe noch nicht da drinnen. In der Nacht schlafen wir ja in meinem Bett, man sieht, dass nicht gegen was geht auf der Straße. Ja, manchmal hat man bald ein mulmiges Gefühl auf einmal, was könnte passieren, oder? Wenn etwas draus wäre. Bis jetzt haben wir Schwein gehabt. Ja, ich habe nicht das Gefühl, im Kreis etwas geändert wäre, aber ich habe das Gefühl, man sollte das Tempo vielleicht reduzieren. Oder die Kreiseltafel weiter hochsetzen, beidseitig, dass man Sensor realisieren kann, wo der Kreisel steht. Die Arma-Suisse prämiert die besten 3 Ideen für die Bergung von Munition aus den Schweizer Seen mit 50'000 Schweizer Franken. In einer 2-teiligen Serie ist Plattform J der Frage nach, warum so ein Wettbewerb lanciert worden ist. Im ersten Teil erzählt die Arma-Suisse, was die Herausforderungen dieser Bergung sind. Jetzt. Ja, das ist mal der eine Punkt, ist vor allem die Tiefe. Also man hat Tiefen bis 220 Meter und in diesen Tiefen ist natürlich auch vor allem Schlick. Es ist ein Schlickgrund, das heisst, wenn man da etwas bewegen würde, hätte man sofort keine Sicht mehr. Man kann nicht tauchen, es ist zu tief für Taucher. Es braucht Roboter zum Beispiel oder Greifer an Drahtseile. Und das Zweite ist, man sollte bei dieser Bergung eben möglichst wenig Schlick bewegen, weil der Schlick ist negativ für das Ökosystem da unten. Die Schadstoffe werden freigesetzt, auch die zivilen Schadstoffe da drin. Einerseits, andererseits wird der Sauerstoff gezehrt. Man hat noch ganz wenig Sauerstoff in diesem tiefen Wasser, der wird gezehrt. Plus am Schluss noch das Explosionsrisiko, wenn man mechanisch da drin arbeitet, dass es halt mal eine Explosion gibt. Ja. Wieso seid ihr jetzt mit diesem Wettbewerb an die Öffentlichkeit? Die Munition die liegt ja schon seit Jahren auf dem Grund. Ja, es ist jetzt im 2005 hat man die letzte Abklärung gemacht bezüglich Bergemethoden. Man hat das umfassend angeschaut. Und jetzt mittlerweile hat es einen Wandel gegeben in den ganzen Techniken, Technologien. Es ist auch immer wieder der Druck, politisch zum Beispiel, dass man einfach die Munition sollte bergen. Und das hat uns veranlasst, das jetzt einmal ganz im Detail nochmal anzuschauen und wirklich auszuschöpfen, dass man alle Möglichkeiten ausgeschöpft hat, ob es geht oder nicht. Und in einer zweiten Phase muss man dann schauen, ob da das Gleichgewicht stimmt, Schaden-Nutzen von einer Bergung. Ja. Das ist aber nicht so, dass ihr erst seit kurzem mit diesem Thema auseinandersetzt. Nein, wir sind eigentlich ständig dran, man ist laufend dran, man macht auch das Monitoring, Wasseranalyse, Sedimentanalyse periodisch. Man ist auch in einer Arbeitsgruppe von der NATO
die genau die Thematik behandelt, also versenkte Munition weltweit oder europaweit, weil das ist eigentlich ein Thema, das jetzt immer mehr Länder einholt und wo man sieht, da muss man etwas machen und zumindest genauer abklären, immer wieder analysieren und da punktuell, was muss sie in Bergen. Ja. Jetzt schaut ihr zu Matthias Mast aus unserem Talk «Zusammen im Zentrum». Das beim Mast ist der Florian Ast. Das würde ich länger für eine gute Anmod. Den Rest seht ihr jetzt. Das war es vom heutigen Panorama. Mehr Informationen zu den Beiträgen findet ihr auf www.plattformj.ch oder auf unserer App. Gerade im Anschluss erzählen euch unsere Kollegen von Meteo News, wie es mit dem Wetter weitergeht. Ich sage merci vielmals fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Abend. Adieu miteinander. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Bärenstarke Ferien. Made in Bern. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu Ihrem Plattform J-Wetter für den Kanton Bern. Schön sind Sie wieder mit dabei. Heute ist von Nordosten her zuerst einmal feuchte Luft zu der Schweiz hertransportiert worden. Später haben uns dann aber mit einer Beisenströmung so langsam wieder trockenere Luftmasse erreicht. Im Endeffekt haben wir so zuerst noch teils zahlreichere Wolken gehabt. Es hat aber auch sonnige Phasen gegeben. Morgen am Mittwoch befindet sich die Schweiz nach wie vor an der Südflanke von einer Hochdruckzone in einer Beisenströmung. Währenddessen schaufelt ein Höhetief über dem Mittelmeerraum im Tagesverlauf angefürchtete Luftmasse zu der Alpen-Südseite. Morgen am Vormittag machen sich unterhalb von 1300 bis knapp 1500 Meter zuerst noch Hochnebelfelder breit. Außerhalb vom Nebel gibt es einen meistens sonnigen Start in den Tag. Am Morgen ist es noch recht frisch, bei Temperaturen um 6 bis 8 Grad. Und die Hochnebelfelder lichten sich im Tagesverlauf, sodass es dann auch in tiefen Lagen einen recht sonnigen Nachmittag gibt. Die Temperaturen erreichen in Interlaken rund 18 Grad, in Biel sind es bis zu 19 Grad. Im Flachland bläst leichte bis mäßige Brise. Auf den Bergen haben wir schwache bis mäßige Südost- bis Ostwind. Die 0-Grad-Grenze liegt auf rund 3200 Meter. Am Donnerstagvormittag machen sich nochmal Hochnebelfelder breit. Die Obergrenze liegt bei rund 1500 Meter umeinander. Am Nachmittag ist es dann wieder recht sonnig. Am Freitag und am Samstag geht es nach Nebel- oder tiefen Hochnebelfeldern mit Sonnenschein weiter. Allerdings nähert sich uns am Donnerstag von Osten her ein Höhetief. Das zieht bis am Freitag zum Ärmelkanal und sorgt dafür, dass sich über den Bergen vom Donnerstag bis am Samstag vermehrt Quellwolken bildet und das Risiko für lokale Regengüsse ein bisschen ansteigt. Am Sonntag dürfte es aus heutiger Sicht nach Nebel noch mal mindestens teilweise sonnig sein. Es kommen aber auch vermehrt hohe Wolken dazu. Vor allem im Jura und in den Bergen steigt das Regenrisiko noch mal ein bisschen an. Am Montag geht es mit unbeständigem und zeitweise nassem Wetter weiter. Im Vergleich zum Wochenende ist es ein bisschen weniger warm. Und damit war es das von meiner Seite. Ich bedanke mich dafür, dass Sie zugeschaut haben und wünsche Ihnen noch eine ganz gute Zeit. Ade miteinander.